Kennst du die Situation, wo du mit jemandem am Reden bist, über irgendein Thema und dann plötzlich macht die Person eine negativ wertende oder vielleicht sogar abfällige Bemerkung über etwas, wo du eigentlich gut findest. Zum Beispiel, du bist E-Bike-Fahrer und die redet irgendwie und die Person plötzlich oder Elektroautos oder ein Film, wo du eigentlich gut findest oder eine Serie oder sonst irgendwie ein Buch oder etwas. Und ist dir auch schon so gegangen, dass du dann nicht einfach gerade sagst, hey, nein, voll, ich finde das mega gut, sondern so deine Antwort ein bisschen angepasst hast und so nicht klar und deutlich gesagt hast, dann, dass du diese Sache eigentlich super findest. Ist es Bahnen schon mal ein bisschen so gegangen? Yes. He? Das ist das Thema von heute Morgen, frei dich selber zu sein. Und genau solche Situationen haben mit dem zu tun. Und man redet auch von Menschenfurcht, wenn es um das geht. Und das kann sich auf die verschiedensten Arten und Weisen in unserem Leben zeigen. Und ich mache zum Anfang machen wir gerade so eine Umfrage. Ich gehe um mit dem Mikrofon. Nein, sondern wir machen es anders. Ich habe da so ein Mentimeter vorbereitet, das ist online, da kommt jetzt gerade ein QR-Code, den könnt ihr scannen. Keine Angst, es ist anonym. Ich glaube, die Menschenfurcht wäre grösser, wenn es nicht anonym wäre. Und da hat es dann so ein paar Behauptungen oder Aussagen, Fragen im Sinne von, tust du dich manchmal schwer, zum Beispiel eben deine eigene Meinung nicht der Meinung vom Gegenüber anzupassen? Oder tust du dich manchmal schwer, vor anderen zu tanzen? Oder zu singen oder vor einer Gruppe von Menschen zu reden. Oder ist dir auch schon passiert, dass du Kleider, die du eigentlich cool gefunden hast, nicht mehr angelegt hast, weil jemand irgendwie ein bisschen komisch darauf reagiert hat oder irgendwie einen Spruch gemacht hat. Oder vielleicht auch umgekehrt, du Kleider immer wieder angelegt hast, weil du 2, 3 gute Komplimente dafür bekommen hast und dann das plötzlich zu deinem Lieblingskleid geworden ist. Oder das sind Sachen wie eine unbekannte Person anzusprechen, oder jemand um Hilfe zu bitten, zu sagen, wie du eben eine Sache wirklich siehst, vor anderen laut beten, auch so ein Thema. Oder Nein zu sagen, wenn du weißt, dass es eigentlich das Richtige wäre und irgendwie sagst du doch zu und im Nachhinein denkst so, ich hätte eigentlich gescheiter nicht gesagt. Ihr könnt das weiter ausfüllen. Ich gehe schnell etwas holen. In der Zwischenzeit können wir schon mal die Auswertung anfangen zu tun, dann sieht man sich, wie das so sich entwickelt. Spannend, wie das da zusammenkommt. Tanzen und Singen, das ist der grösste. Unbekannte Leute ansprechen. Das mit dem Nein sagen, das geht auch vielen so. Ich glaube, wahrscheinlich hat jeder von uns ein paar Sachen gefunden, wo er irgendwie sich drin sieht und merkt, hey, stimmt, das fällt mir manchmal auch schwer. Wisst ihr, warum ich diese Beispiele gebracht habe? Weil ich die meisten davon in meinem Leben auch kenne. Sondern entweder mal selber Mühe hatte damit oder teilweise immer noch habe. Also wir kennen alle eigentlich das Problem von Menschenfurcht. Wir sind alle irgendwo davon betroffen. Vielleicht teilweise ein bisschen mehr, vielleicht ein bisschen weniger. Und es ist übrigens auch etwas, was in der Bibel nicht unbekannt ist. Wir lesen zum Beispiel vom Apostel Petrus, dass er auch so eine Situation hatte, wo er sich nicht getraut hat, zu den Heidenchristen zu setzen beim Essen und mit ihnen zu essen, sondern dann extra zu den Juden ist und der Paulus dann hat müssen kommen und sagen, hey, aber Petrus, sorry, das geht nicht. Wir können nicht sagen, das ist voll okay und nachher machst du es auch nicht. Also wenn er auch irgendwie so ein bisschen, und wir lesen, das hat damit zu tun gehabt, dass so ein bisschen der eine, dass eben, was die einen könnten darüber denken. Und das ist Menschenfurcht. Menschenfurcht ist die Angst vor dem, was andere darüber denken könnten oder wie sie darauf reagieren könnten, wenn du dich nicht so verhaltest, wie sie das vielleicht von dir erwarten oder meinen. Menschenfurcht ist eine Unfreiheit,
wo sich immer wieder in unser Leben versucht einzuschleichen und uns dazu bringt, uns auf eine Art und Weise zu verhalten, wo eigentlich nicht dem entspricht, zu dem wir berufen sind, zu dem Gott dich berufen hat. Und es hat ein paar Aussagen in der Bibel und eine, wo wir heute uns ein bisschen darum drüllen, ist in der Sprüche 29,5, wo es heißt: Wer das Urteil der Menschen fürchtet, gerät in ihre Abhängigkeit. Wer dem Herrn vertraut, ist gelassen und sicher. Und das ist so ein bisschen die Dynamik. Je mehr wir uns davon beeinflussen lassen, von dieser Menschenfurcht oder eben von dem, was andere Menschen denken, desto mehr geraten wir in eine Abhängigkeit von ihnen oder eben in eine Unfreiheit hinein. Und die kann sich auf verschiedenste Art und Weise zeigen. Das eine ist zum Beispiel so eine emotionale Unfreiheit, wo wir reinkommen. Oder wenn zum Beispiel dein Tag nur gut ist, wenn du Anerkennung bekommen hast und Kritik dich am Boden zerstört und den ganzen Tag versaut, dann ist da so eine emotionale Unfreiheit herum. Oder wenn du Sachen tust oder eben sagst, basierend darauf, ob sie dir Anerkennung bringen oder nicht. Oder wenn du alles zu vermeiden suchst, damit du einfach ja nicht von irgendjemandem könntest kritisiert werden, dann ist da so eine emotionale Unfreiheit herum. Dann fängst du an oder musst du fast Sachen machen, um möglichst eben die Annahme zu bekommen oder eben um Kritik zu vermeiden. Und ich kenne das selber. Gerade auch als Pastor gibt es so manchmal so Situationen, wo du eigentlich ganz genau weißt, so welche Aussage oder Entscheidung wer gut findet oder nicht. Was gut ankommt, was weniger gut ankommt. Und das ist manchmal so eine Spannung, auch für mich zum Umgehen damit. Auch mich fragen, was lösen positive Feedbacks bei mir aus? Brauche ich sie? Oder kann ich auch damit leben, wenn ich mal nach einer Predigt kein Feedback bekomme? Oder vielleicht sogar Kritik bekomme? Und dann anschauen, ist die berechtigt oder nicht. Vielleicht kennst du das in deinem Alltag, in deiner Art und Weise. Unfreie Entscheidungen, das ist auch so eine Auswirkung, dass wir uns einschränken lassen in der Art und Weise, wie wir Entscheidungen treffen. Das kann zum Beispiel durch Gruppendruck aufkommen, wo deine Entscheidung beeinflusst. Wenn alle etwas machen und du wirst eigentlich lieber nicht, aber alle machen es und irgendwann sagst du, also gut, komm, ich mache es auch. Oder manchmal gibt es so Personen, die dich irgendwie so einem Druck aussetzen, das können Verwandte, Freunde, das kann manchmal im Fall sogar dein Partner sein, wo du spürst, da sind Erwartungen herum, wo sie erwarten, dass du dich auf eine gewisse Art und Weise entscheidest und du merkst, irgendwie ist dir nicht wohl dabei, aber du musst irgendwie fast, weil eben irgendwie Angst hast vor der Reaktion. Und dass du eben dann plötzlich Ja sagst zu Sachen, die du eigentlich gar nicht willst. Ich nehme an, das kennen die einen auch. Das ist etwas, was ich auch kenne. Auch gerade wieder, oder? Als Pastor kommst du das manchmal zu spüren über, wie Menschen verschiedenste Ansprüche und Erwartungen an dich haben. Es kann zum Beispiel sein, wie wir über gewisse Themen reden sollten. Zum Beispiel Geld. Mehr oder weniger, oder eben, da redet man gar nicht drüber. Oder wie viel Zeit ich als Pastor täglich im Gebet verbringen soll. Und wirklich tatsächlich mal jemand kommen, der so ein bisschen, aber haben wir wirklich genug Zeit im Gebet und so. Zu was ich mich äußern sollte und was nicht. Wo ich als Pastor zum Beispiel überall dabei sein sollte. Am besten natürlich an allen Kirchen alles, oder? Und ja, keinen verpassen. Und auch da merke ich, wie sich, und das ist im Fall nicht jetzt irgendwie, dass ich mich beklagen oder so, gar nicht, sondern mehr einfach zum sagen, auch ich merke da manchmal, da muss ich hinschauen, wo schleicht sich da bei mir Menschenfurcht ein und wo wird ich unfrei in meinen Entscheidungen. Und das kann auch schnell passieren. Und dann muss ich mich manchmal auch fragen, bin ich jetzt neu jetzt einfach dabei, weil ich das Gefühl habe, es wird von mir erwartet, oder weil ich möchte, oder weil es wirklich nötig ist. Und das ist immer so eine Gratwanderung, so auch, wo, wenn ich mich dort nicht immer wieder hinterfrage, kann das zu People-Pleasing führen, oder? Dass du einfach Sachen machst, um möglichst allen gefallen. Aber auch bis hin zu Zweifeln, die aufkommen, bin ich denn überhaupt noch der Richtige? Wenn ich diesen Ansprüchen nicht genüge, bin ich der Richtige für den Job? Und zum Moment hat es alles auch schon gegeben. Und das ist alles eine Auswirkung von Menschenfurcht im Leben. Die dritte Art und Weise ist so eine Unfreiheit in Bezug auf eigene Standpunkte oder eben Meinungsäußerungen, die aufkommen können. Wenn du dich plötzlich nicht mehr getraust, das, was du eigentlich denkst, zu sagen, aus der Angst vor den Reaktionen, die es beim Gegenüber auslösen könnte.
Und dann eben zum Beispiel auch einfach lieber nichts sagst, obwohl du eigentlich gern würdest. Deine Meinung für dich behaltest, nicht sagst, dass dich etwas verletzt hat, weil du Angst hast, was das könnte auslösen. Und das kommt vor in Beziehungen, in Freundeskreisen und ich glaube, in letzter Zeit merke ich vermehrt, ist das auch ein Thema, zum Beispiel im Zusammenhang mit Social Media. Und auch das habe ich ehrlich gesagt gerade kürzlich erlebt. Da hat es einen Fernsehbeitrag gegeben, den ich gefunden habe, der ist unfair und voreingenommen gemacht. Und man konnte Stellung dazu nehmen, konnte Kommentar schreiben. Und ich habe den Kommentar schon geschrieben gehabt. Und ich habe ihn nicht abgeschickt. Wieso? Weil mir in den Sinn gekommen ist, Joni, du bist Pastor. Es ist ein heikles Thema. Du könntest missverstanden werden. Dein Name steht dort, die Leute können googlen. Jeder sieht das. Plötzlich bist du noch im Fokus und es gibt eine Diskussion. Und da ist plötzlich die Angst aufgekommen vor möglichen Reaktionen und Folgen, eben die Menschenfurcht. Und am Schluss habe ich es nicht abgeschickt. Das ist immer noch in meinen Notizen, aber nicht abgeschickt. Und vielleicht kennst du das auch, so Situationen. Und ich würde mich grundsätzlich nicht als eine Person bezeichnen, die viel Menschenfurcht hat, aber in den Vorbereitungen habe ich gemerkt, hey, es betrifft uns in so vielen unterschiedlichen Situationen. Und ich bin überzeugt, es ist bei uns allen präsent. Und vielleicht kannst du dich kurz fragen, wo wirkt sich das bei dir aus? Was sind so deine Momente, wo du merkst, da kommt so ein gewisses Maß an Menschenfurcht auf? Und wie schön wäre es doch, wenn wir tatsächlich, wie es in den Sprüchen heisst, einfach auf Gott vertrauen können und einen gelassenen und sicheren Umgang mit anderen Menschen finden können, wo wir einfach uns selber sein können. Und das wollen wir heute anschauen, wie das möglich ist. Und für das müssen wir vielleicht zuerst kurz uns Gedanken machen, was steckt denn hinter dieser Menschenfurcht? Und so die Angst, die dahinter steckt, ist in erster Linie immer die Angst, dass wir nicht gesehen werden oder abgelehnt könnten werden. Dass andere uns nicht sehen, nicht wahrnehmen oder schlecht finden. Und jeder von uns, jeder Mensch sehnt sich nach Beziehungen, die von Wertschätzung und Annahme geprägt sind. Und wir alle tun viel dafür, um genau das zu bekommen, um Wertschätzung und um Annahme überzukommen. Und wir merken meistens schon früh in unserem Leben, dass es da wie gewisse Ansprüche gibt, Erwartungen an uns, damit wir Annahme und Anerkennung bekommen und glauben, diesen Ansprüchen müssen zu genügen, um wertschätzt zu sein. Die meisten lernen das schon als Kind, so ihre eigenen Wege zu finden oder ihre Strategien zu finden, wie sie Wertschätzung und Anerkennung bekommen. Zum Beispiel, indem sie möglichst witzig sind, indem sie versuchen, möglichst herzig und schön auszusehen, indem sie nett sind, hilfsbereit sind, möglichst intellektuell sind, zu allem etwas Gescheites sagen können, erfolgreich sind. Das sind alles so Strategien und du kannst dich fragen, was ist deine Strategie? Vielleicht hast du auch so eine. Und da kommen manchmal dann später auch noch so fromme Ansprüche dazu, wo man glauben, dass wir nicht genügen müssen. Zum Beispiel als guter Christ hat man alles im Griff, man hat kein Problem, höchstens Themen, oder? Kein Zweifel. Man hat zu allem immer einen Bibelvers bereit und weiß gerade, was die Bibel dazu sagt und dann ist gut. Ein guter Christ lässt jeden Tag in der Bibel, führt eine Vorzeigeehe, hat Vorzeigekinder, alle perfekt Kante machen und studieren gehen und alles. Die Angst, irgendwo abgelehnt oder nicht wahrgenommen zu werden, die bringt uns dazu, immer wieder uns auf eine Art und Weise zu verhalten, wo wir eigentlich nicht sind. Und eigentlich vielleicht auch nicht sein möchten. Und jetzt könnte man ganz vereinfacht den Schluss ziehen, aha, ja, dann ist die Lösung einfach, ist mir doch scheißegal, was andere denken, ist mir egal, ich mache einfach, was ich will, tschüss zusammen. Das merken wir ja alle, das funktioniert auch nicht, oder? Menschen, die sich überhaupt nicht mehr darum kümmern, was andere denken, die werden schnell als rücksichtslos, überheblich oder egoistisch wahrgenommen und stehen plötzlich in der Gefahr, ihre Beziehung zu ihren Mitmenschen zu verlieren. Weil die denken dann, ja, mit dir will ich eigentlich nichts mehr zu tun haben. Also es geht eigentlich darum, eine gesunde Balance zu finden, zwischen sich abzugrenzen und, also das heisst, sich selber zu sein und trotzdem noch eine Verbundenheit zu den Mitmenschen haben. Ich zeichne das da schnell auf. Da die Linie.
da bin ich. Und da sind die anderen. Und je mehr, oder wenn ich zu fest durch Menschenfurcht geprägt bin, dann bin ich nicht mehr ich und gehe immer mehr zu den anderen und verliere mich darin hinein und verliere eigentlich meine Persönlichkeit, was ich bin. Und wenn ich mich aber zu fest abgrenze, dann stelle ich die Beziehung zwischen mich und den anderen aufs Spiel und laufe in die Gefahr hinein, sie sogar zu verlieren. Das Spannende ist, dass in den Sprüchen nicht einfach heisst, genau das eben nicht heisst. Das heisst, kümmere dich nicht darum, es heisst eben nicht, dass wir uns nicht darum kümmern sollen, was andere Menschen denken, sondern es heisst, wer dem Herrn vertraut, ist gelassen und sicher. Also die Sprüche bringen Gott ins Spiel, als so einen ausgleichenden Faktor. Und ich versuche das mal schnell hier noch einzuzeichnen, in der Mitte, wo wir wie sagen können, die Waage ist eigentlich an dem aufgehängt. Wenn wir bei Gott sind, wenn wir ihm vertrauen, können wir gelassen und sicher sein. Und dahinter steckt eine Logik, und das macht eigentlich wirklich Sinn, wenn man das so durchdenkt, weil im Endeffekt ist es ja so, dem, wo du gefallen möchtest, der bestimmt, was du tust. Wenn du in erster Linie Menschen möchtest gefallen, dann bestimmen sie, was du tust. Und wenn du in erster Linie aber Gott möchtest gefallen, dann bestimmt Gott, was wir machen. Und auch da, oder, aus eigener Erfahrung, als ich 20 war, hatte ich 2, 3 Freunde mit schönen Autos. Ein bisschen schnellen Autos, ein bisschen tunten Autos. Und ich wollte dazugehören. Und ich habe ein Stück weit auch reingefallen, um eben mit dazugehören. Also, was habe ich kaufen oder was ist für mich logisch gewesen, dass ich das auch habe? Ich will auch ein schnelles Auto, das ein bisschen tuned ist und ein bisschen gut aussieht. Und natürlich habe ich es auch cool gefunden. Aber ein grosser Teil der Motivation war auch einfach, weil ich mit dabei sein wollte. Weil ich auch ihnen ein Stück weit gefallen wollte. Und es ist sehr gut möglich, rückblickend, wenn alle TÜV gefahren wären, hätte ich wahrscheinlich einen TÜV gekauft und wäre heute wahrscheinlich TÜV-Fan. Und es wären gar nicht unbedingt schöne Autos, die ich von euch dran hätte. Und das ist die Frage, wem möchtest du in erster Linie gefallen? Vielleicht sind das manchmal sogar einzelne Personengruppen. Oder ist es Gott? Ein Ausdruck, der in der Bibel in diesem Zusammenhang oft gebraucht worden ist, oder auch in den Sprüchen sehr oft vorkommt, ist Gottesfurcht. Und es ist jetzt nicht ganz das Gleiche wie Menschenfurcht. Oder? Da geht es um Angst. Und bei Gottesfurcht geht es eben genau nicht um Angst. Das ist wie von der Übersetzung her einfach ein Wort, das ein bisschen schwierig zu verstehen ist. Aber es geht bei Gottesfurcht in erster Linie darum, zu anerkennen, dass Gott Gott ist. Und Gottesfurcht bedeutet, Gott sowohl als ein Vater zu begegnen, mit Zuversicht, ohne Angst, aber eben auch als dem Allerhöchsten, dem, der über uns steht, mit einem tiefen Respekt und das Wissen, dass das, was er sagt, wichtiger ist als all das, was andere über mein Leben sagen. Und dass seine Gedanken, er ist ja der Schöpfer von dir. Und dann sind doch seine Gedanken wichtiger und schöner und besser und grösser und das, wo wir mehr drauf hören, als das, was andere Menschen, die auch seine Geschöpfe sind, über uns sagen. Wir sollten, wenn wir ihm vertrauen, das ist das, was eigentlich wirklich zählt. Und ich glaube, in dem Sinne können wir frei werden. Jetzt die Frage ist, wie sieht das aus, oder? Wie kannst du frei werden, dich selber? Weil jetzt einfach sagen, aha, also gut, dann schaue ich einfach, was Gott sagt und dann I don't care, was andere sagen. Ganz so einfach ist es auch nicht, oder? Es ist irgendwo ein Prozess, wo wir uns darauf begeben müssen und wo es immer wieder so verschiedene Orte gibt, wo wir vielleicht mal schnell stehen bleiben und mal ein bisschen genauer anschauen und einen Schritt machen können. Und ich möchte das heute so den Prozess ein bisschen anschauen mit 3 so Selbstwörtern. Und das erste von diesen Wörtern ist Selbstwert. Zum Menschenfurcht überwinden, müssen wir zuerst anschauen, woher oder wo dass wir unseren Selbstwert festmachen.
Ist der Selbstwert, bezieht sich der aus dem Lob und der Anerkennung von anderen Menschen? Ist es dein Erfolg, deine Leistung? Hängt daran, ob du als eine gute Person wahrgenommen wirst oder nicht? Ob dich andere schön finden? Ob man auf dich lässt? Oder ob du Recht hast in den Sachen, die du sagst? Das sind alles Sachen, die mögen vielleicht eine Zeit lang funktionieren. Es wird aber irgendwann schwierig. Oder es wird dann schwierig, wenn es aus irgendeinem Grund nicht mehr möglich ist, deinen Wert über deinen Erfolg, deine Leistung, dein Aussehen, deinen Charme oder weiss auch nicht was sonst überkommen. Und dann merkst du plötzlich, wie ungesund das ist. Oder dann kann eben deine Welt zusammenbrechen, wenn das ist, wo du deinen Wert festmachst. Und die Bibel zeigt uns da etwas ganz anderes auf. Sie sagt, dass du von deinem Schöpfer wundervoll gemacht bist. Dass jedes Leben, jedes, kostbar ist, einzigartig ist. Egal wie unwichtig oder unbedeutend es aus den Augen der Welt eigentlich ist. Und auch dein Leben ist kostbar, ist wertvoll. Du bist als ein Ebenbild von Gott geschaffen. In dir steckt etwas von seiner Herrlichkeit, von seiner Schönheit. Und zwar von Anfang an. Nicht erst, wenn du dann Christ bist und 20 Jahre an dir gearbeitet hast, sondern von Anfang an. Und das ist das, was dich wertvoll macht. Psalm 139 ist etwas, das du lesen kannst, um das irgendwo aus der Bibel nochmal aufzunehmen. Im Vers 14 heißt es dort, ich danke dir dafür, dass ich so wunderbar erschaffen bin. Es erfüllt mich mit Ehrfurcht. Ja, das habe ich erkannt, deine Werke sind wunderbar. Kannst du in den Spiegel schauen und das aus tiefstem Herzen sagen? Ich zeichne das mal noch schnell auf, unseren Selbstwert. Der muss von Gott kommen. Und auch wenn du Fehler gemacht hast in deinem Leben, wir sehen bei Jesus, wie er jeden Mensch so angenommen hat, wie er ist. Auch die von anderen sogar verachtet worden sind. Zöllner, Prostituierte, Aussätzige, sind ihm wichtig gewesen. Er nimmt auch dich so an, wie du bist. Du bist wertvoll, weil er dich wunderbar geschaffen hat. Und weil er dich als wertvoll bezeichnet. Weil er dich als wertvoll definiert. Weil du ihm wert bist. Und so ein wichtiger Schritt auf dem Weg, dich selber zu sein, ist es, dich zu fragen und dir immer wieder zu überlegen, woher holst du deinen Selbstwert? Ist es aus dem, was andere über dich denken? Oder kannst du den Selbstwert bei Gott holen? Anschauen, was er über dich sagt, über dein Leben und von dort her deinen Wert zu beziehen. Und vielleicht musst du dir das zusprechen, vielleicht musst du es aussprechen oder vielleicht musst du mit jemandem darüber reden, der dir nahe steht und sagen, hey, das fällt mir schwer. Vielleicht mit jemandem zusammen beten, wenn du merkst, dass dort noch irgendetwas ist, was schwierig ist, wo dir das schwer macht. Das Zweite ist Selbstbewusstsein. Wenn wir wissen, woher das unser Selbstwert kommt, dann führt uns das in eine neue Art von Selbstbewusstsein. Und mit dem meine ich, dass wir ein Bewusstsein dafür entwickeln, wer das du wirklich bist. Was das dich einzigartig macht. Was deine Gaben und Talente sind. Und die muss man nicht mit anderen vergleichen, sondern jeder von uns ist einzigartig und hat seine eigenen Talente. Und dann eben gehört zum Selbstbewusstsein auch dazu, was bedeutet denn das nachher für meinen Umgang mit anderen Menschen? Auf der Basis eben von deinem Wert, wo Gott dir gibt. Oh, falsche Richtung. So. Das Selbstbewusstsein, ich zeichne das hier in der Mitte ein. Müssen wir im Dialog mit Gott klären. Zum einen zum uns kennenlernen und zum anderen, was das für unseren Umgang mit anderen bedeutet. Und das passiert, indem wir täglich als Nachfolger von Jesus
unterwegs sind, indem wir von ihm lernen, indem wir immer wieder seine Gegenwart suchen, die Beziehung zu ihm suchen. Man kann auch sagen, Jüngerschaft, Nachfolge, unterwegs sein, aber nicht einfach im Positive Thinking. Das ist nicht die Lösung. Und Jesus sagt in Matthäus 11, 28 bis 30, sagt er, kommt zu mir. Alle, die ihr am Ende seid, abgearbeitet und mutlos, ich will euch Erholung und neue Kraft schenken. Lebt im Einklang mit mir und lernt von mir. Denn ich bin voller Sanftmut gegenüber allen und bin geprägt von wahrer Demut. Wenn ihr mich zum Vorbild nehmt, wird euer ganzes Leben zur Ruhe kommen. Wenn ihr mit mir im Gleichklang lebt, könnt ihr aufblühen. Die Lasten, die ich euch zu tragen gebe, sind leicht. Nachfolge ist das Lernen von Jesus und mit ihm unterwegs sein. Zu ihm gehen mit diesen Sachen. Und selbstbewusst werden im Umgang mit dem oder eben im Lernen von Jesus heisst zum einen eben das Lernen, was deine Einzigartigkeit ausmacht. Und das hat auch mit den Themen von den letzten paar Sündigen zu tun. Deine Prägungen, deine Vergangenheit irgendwo zu sehen, einzuordnen, sich damit je nachdem auch zu versöhnen und vielleicht auch schwierige Sachen zu Stärken werden lassen, die dich ausmachen. Selbstbewusst werden heisst aber auch, mit all diesen Ansprüchen und Ängsten oder Gedanken von der Menschenfurcht zu Jesus zu gehen. Wenn es um andere geht. Zum einen deine Stärken, aber auch wenn es um andere geht. Und mit dem zu Jesus gehen. Dort, wo du merkst, dass Menschenfurcht in deinem Leben aufkommt. Wo du merkst, dass so Ansprüche sind, wo in dir Raum einnehmen und wo zu einer Last werden. Dort, wo du in der Gefahr stehst, die Balance zu verlieren zwischen dir und anderen. Dort zu Gott gehen und es mit ihm klären. Ihn fragen, hey, wo stehe ich jetzt in dieser Balance hinein? Wo bin ich in der Gefahr, dass ich mir selber und dir, Gott, nicht mehr treu bin? Und wie kann ich das sein und trotzdem einen guten Umgang mit anderen zu haben? Das ist eigentlich nichts anderes, als indem wir Gottes Sicht über Situationen in unserem Leben suchen und uns fragen, wie würde er damit umgehen? Und spannend ist eben, wenn wir zu ihm gehen mit diesen Sachen, kannst du zur Ruhe kommen und dann verblassen irgendwo die Ansprüche aus der Welt. Ich mache das immer wieder, indem die Sachen, die mich beschäftigen, ich zu Gott gehe und mit ihm diskutiere, welche von diesen Ansprüchen muss ich an mich heranlassen. Was ist meine Überzeugung aufgrund von meinem Glauben und aufgrund von dem, was ich bei Jesus sehe? Wie würde er zu dieser Überzeugung stehen oder sie vertreten? Und dann steht da in dem Vers, ich bin voller Sanftmut gegenüber allen und bin geprägt von wahrer Demut. Und da versuche ich ihn mir als Vorbild zu nehmen und mit ihm die gesunde Balance zu finden, wie ich jemand kann sein, der geprägt ist von Sanftmut und von Demut, aber trotzdem zu meinen Werten und Sachen kann stehen. Und dann konkrete Situationen anschauen. Was heisst es jetzt, ihm zu gefallen in dieser Situation? Und bei mir hat das dann zum Beispiel geheissen, anstatt dass ich auf Facebook mit einem spitzen Kommentar oder Beitrag auf etwas reagiere, wo ich wie gefunden habe, hey, da muss doch jemand etwas sagen. Oder dass ich dann eben das Gegenteil mache, aus der Angst vor der Reaktion eben nichts mache, habe ich als Lösung schon mehrmals dann das direkte Gespräch mit der Person gesucht. Gesagt, hey, ich würde gerne mal mit dir reden. Und konnte schlussendlich mir treu bleiben, Gott treu bleiben und trotzdem die Verbindung mit der Person zu behalten. Und so hilft mir Gott immer wieder mit seinen Wahrheiten in verschiedenen Situationen umzugehen, wo ich merke, da kommt jetzt irgendwo Menschenfurcht rein. Oder auch wenn ich als Leiter muss Entscheidungen treffen, wo du weißt, hey ja, einige werden enttäuscht sein, einige haben Ansprüche an mich, die ich nicht erfüllen kann, dann weiß ich, was es in der Bibel heißt. Nämlich im 1. Samuel 16,7, wo Gott sagt, ich urteile nach anderen Maßstäben als die Menschen. Für die Menschen ist wichtig, was sie mit den Augen wahrnehmen können. Ich dagegen schaue jedem Menschen ins Herz. Und da darf ich bewusst sein, dass Gott auf mein Herz schaut. Und dass es nicht darauf ankommt, was andere Menschen über mich denken, dass das meinen Wert nicht definiert, auch als Pastor nicht. Und so kann ich immer wieder Ruhe finden, Kraft finden, Klarheit bekommen bei Gott, wer das ich bin. So kann das neue Selbstbewusstsein
in mir wachsen und ich mir mehr selber bewusst werde. Und so kannst auch du immer mehr lernen, ein Bewusstsein dafür bekommen, wer du bist. Dass du einzigartig bist, dass du gut bist, dass Gott dich wunderbar geschaffen hat und dass er nicht auf deine Leistung schaut, sondern auf dein Herz. Und dass deine Begabungen in seinen Augen gleich wichtig sind wie die von allen anderen. Und du kannst mit ihm herausfinden, welchen Ansprüchen und Erwartungen, dass du Raum gibst und welchen nicht und wie du damit umgehst. Und aus dem heraus kommen wir nachher zum dritten Punkt. Und das ist Selbstvertrauen. Das wächst nämlich nachher aus dem Selbstwert und dem Selbstbewusstsein raus. Und mit Selbstvertrauen meine ich den Mut, im Umgang mit anderen Menschen dann auch wirklich dich selber zu sein. Auf eine Art und Weise, wo die gesunde Balance findet. Jemand, der nicht die Beziehung zu anderen Menschen verliert, aber trotzdem mutig ist, sich selber zu sein und zu seinen Überzeugungen und Werten zu stehen. Das ist ein langes Wort. Jemand sein, der mutig seinen Standpunkt vertritt und entsprechend handelt. Jemand sein, was übrigens Weisheit ist, wenn es vorher gerade hatten. Jemand sein, der Nein sagen kann, wenn es das Richtige ist. Jemand, der nicht in Angst davor lebt, was andere über ihn denken. Jemand, der, wie es in den Sprüchen heisst, gelassen und sicher ist im Umgang mit anderen Menschen. Das Selbstvertrauen, das wächst eben dann auch aus Gottvertrauen. Und es wächst jedes Mal, wenn du mutig bist und dich getraut hast. Und manchmal ist das noch schwierig, wie setzen wir das im Alltag um? Und Steffi hat mir letztens erzählt, wie sie das gemacht hat in ihrem Leben. Sie ist als jüngstes Kind mit 3 älteren Brüdern, die viel reden, ich kann es aus eigener Erfahrung sagen, auf die Welt gekommen. Und ihre Rolle war oft, dass sie diejenige war am Tisch, wo man nicht zugelassen hat und wo wie nichts zu sagen hatte. Und das hat manchmal dazu geführt, dass sie sich bei Meetings mit mehreren Personen zurück in das Gesetz verfühlt hat. Das Gefühl hatte, dass das, was sie eigentlich zu sagen hätte oder gerne sagen würde, dass das nicht wichtig ist. Und um ihrem Selbstvertrauen zu wachsen, hat sie sich das manchmal bewusst vor einem Meeting müssen sagen, das, was ich zu sagen habe, ist wichtig. Mein Beitrag ist nicht wertlos. Er muss gehört werden. Es braucht ihn. Gott hat mich schließlich in das Meeting hineingesetzt. Und sie hat das umgesetzt, sie hat das gemacht und heute ist das kein Thema mehr in ihrem Leben. Sie ist frei geworden von dem. So ist ihr Selbstvertrauen gewachsen und sie hat in eine neue Freiheit hineingekommen. Und so kann auch dein Selbstvertrauen wachsen. Und du kannst frei werden, um dich selber zu sein. Zu jemandem, der gelassen und sicher ist im Umgang mit anderen Menschen. Ich lese den Vers nochmal aus den Sprüchen. Wer das Urteil der Menschen fürchtet, gerät in ihre Abhängigkeit. Wer dem Herrn vertraut, ist gelassen und sicher. Ich möchte beten zum Schluss, ihr dürft sitzen bleiben. Ich erkläre nachher, wie es gerade weitergeht. Ja, Jesus, wir sind alle irgendwo betroffen von dem Thema, von Menschenfurcht. Wir haben das immer wieder. Und Jesus, ich möchte heute noch mal eine Entscheidung fällen, dass ich meinen Wert bei dir beziehe. Dass ich schaue, was du über mich sagst und dort meinen Wert hernehme. Und Jesus, ich möchte ein Leben leben, das dir gefällt und nicht einfach anderen Menschen. Und wo nicht einfach den Ansprüchen und Erwartungen von anderen Menschen angeht. Und Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du jetzt bei jedem Einzelnen bist, dass du den Finger drauf hebst, dort, wo es bei uns dran ist, etwas anzugehen. Ob das bei unserem Selbstwert ist, ob das bei unserem Selbstbewusstsein ist oder bei unserem Selbstvertrauen. Jesus und Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du gerade Menschen, wo es schwerfällt, den Wert, den du ihnen gibst, anzunehmen, dass du jetzt in dieser Zeit, dass du auch einfach nochmal zusprichst.
dass wir das annehmen können, dass die Zweifel, dass wir die liegen lassen, dass wir die zu dir bringen und dass wir dürfen einfach in deiner Gegenwart sein und das spüren und erleben. Sag gerade in dieser Zeit, die wir noch miteinander haben. Amen. Wir machen es heute so, dass wir nicht direkt in Worship gehen, sondern dass wir uns einfach ein paar Minuten Zeit nehmen, wo wir auf der Seite ein paar Fragen einblenden, wo du wie für dich mit Gott kannst wälzen, so 3-4 Minuten. Es geht darum, wie steht es um deinen Selbstwert? Kannst du Gottes Sicht über dir annehmen? Wie steht es um dein Selbstbewusstsein? Welche Ansprüche und Ängste möchtest du zu Jesus bringen und mit ihm einen Umgang suchen, der gut ist, der die Balance heben kann? Wie steht es um dein Selbstvertrauen? Wo ist es dran, einen mutigen Schritt zu machen? Oder vielleicht schon länger weißt, aber dich bis jetzt wie nicht getraut hast, um es zu machen.